Mithulin auf Achse. Beinahe schon im Auge des Sturms. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben hier oben minus 30 Grad. Kein Wunder, das Link friert. Aber ich habe jetzt zwei Klamotten an. Also zwei Klamotten mit Wärmeeffekt drauf. Oder Kälteschutz besser gesagt. Jo, und es hilft. So, und jetzt darüber. Nur sicherheitshalber. Weil ich mir gar nicht so richtig traue. So. Ich hoffe, ich brauche hier oben nicht noch irgendwie Stufe 3 oder so. Vom Kälteschutz her. So, und dann zum Beispiel auf das Schiff, ne? Ich bin etwas schneller als das Schiffchen, das ist schon mal sehr beruhigend. Ich will Tudis Fähigkeit nutzen, damit ich darüber komme. Von wem kommen überhaupt die ganzen Schiffe, wenn ich mal fragen darf? Das ist auch alles von den Sonar? Da sagt eigentlich hier nur minus 30 Grad, okay. Hier oben, wohlgemerkt. So. Meine Schiffe sind hier ständig welche, das kriege ich schon hin. Alle hopp! Ein guter Wind für Link, das himmlische Kind. Jo, muss ich eigentlich hier? Ich war für einen Freund. Ah, Gott sei Dank, da oben. Vielleicht. Wer weiß. Boah, jetzt bloß nicht verklicken. Sturzflug wäre jetzt sehr ungeil. Puff. So, wie kalt ist hier oben? Nur minus 30. Wir sind voll im Sturm drin, wa? Das ist schon oberhalb des Sturms, krass. Hä, wir sehen die scheiß Ache gar nicht. Vorhin haben wir sie voll gesehen. Krasses Ding. Naja. Petri Heil! Das wird knackig. Okay. Ja, sagen wir nicht, ich bin zu hoch oben, muss jetzt im Auge des Sturms rein, tatsächlich. Das Schiff ist da drin. Haben wir jetzt außen oben geflogen? Aber hier oben ist alles beruhigend. Also es könnte den ganzen Himmel nochmal abgrasen, wa? Hey, die Dinger sind doch weiter oben? Krass. Okay, gut. Scheiß drauf, wir sind im Auge des Sturms, Freunde. Das ist irgendwie das Segelschiff aus Skyward Sword. Windtempel, die legendäre Himmelsach. Ach schön, ja, ist jetzt richtig auch so. Ja, tempelmäßig halt. Das heißt, es gibt wohl auch einen Feuer, Wasser, Donner- oder Geistertempel in der Wüste. Geistertempel wäre natürlich eine nette Anekdote an Ocarina of Time und Twilight Princess. Wieso sind hier eigentlich Viecher? Hier im Auge des Sturms. Wollen wir gerade verarschen? Stirb! Das war es alles, was wir von außen Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelsache aus dem Kinderlied.
Stimmt, da ist Zelda. Was sehe ich? Das ist der Beweislink. Der Schneesturm, unter dem das Dorf zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, war doch nicht vor ein paar Augenblicken noch eine Gestalt zu sehen? Ja, es war Zelda. Hätte schwören können. Tullen aus dem Dorf der Orni. Der Schneesturm lässt sich nach und scheint seinen Ursprung entdeckt zu haben. Ein Tempel heißt, die wahre Herausforderung beginnt gerade erst. Also natürlich das, was wir bereits gemacht haben, gehört auch schon zum Tempel irgendwie. Und ein Tempel selber hier ist gar nicht so groß. Ja, da klemmt ja einiges. Die will nicht aufgehen, aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Da, hörst du? Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre, die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ich weise dir den Weg. Bist du lieb von dir? Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich ganz klar. Das war der Rivali. Oder zumindest war es seine Stimme. Den hast du jetzt gesehen? Die Frage ist, wir haben jetzt einen Teleporter. Kann ich nochmal weg quasi oder kommst du dann doch nicht mit? Weil seien wir ehrlich, ich will ja eigentlich seine Fähigkeit nutzen, wenn er nicht mit kann, dann bringt's nichts. Kann ich mir die Erkundung hier auch noch für später aufsparen. Ja, kannst du für später aufsparen. Ich könnte kurz zurück zum Spätposten zum Gucken, ob es da noch was Neues gibt oder irgendwie pure was erzählen können. Miasma auf dem Boden kann nicht entfernt werden. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wurzel des Lichts. Da ist schon eine Wurzel des Bösen. Und allen Übels. Ah, der große Fette ist auch wieder da. Blauer Bockling. Die Frage war, nach dem Tempel jetzt machen. Irgendwie reizt mich irgendwie aber auch das Bedürfnis, was anderes zu machen. Komm, ich gehe mal ganz kurz hierhin zurück. Nur um zu gucken. Aber gut, die Monster spawnen hier auch nach. Theoretisch, wenn ich irgendwie mal farmen möchte. Wenn er mit einer Waffe genau im Moment ihres Zerbrechens angreift, richtet sie doppelten Schaden an. Mhm. Da frage ich mich, ob das Master-Schwert, als zerbrochen ist, bei Ganondorf auch doppelten Schaden angerichtet hat, als er noch gestreift hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ah ja, mehr Ausdauer ist schon cool. Ja, da bin ich schon dran. Ja, ist Kakariko, das ist mir schon klar. Okay, gut. Dann muss ich erst quasi ein Gebiet komplett abschließen, bevor sich ihnen was tut. Das betrifft doch wohl auch hier unten. Ja. Bei Rubelo sowieso. Ja gut, komm, dann
Dann lassen wir es, Freunde, und wir gehen hier gemäß Karte direkt wieder zum Tempel zurück. Das ist auch schön markiert hier. Eingang zum Windtempel. Mhm. Aber warum die Himmelssache? Ich meine, warum diese Stimme? Es war eigentlich rivale Stimme aus Breath of the Wild, aber er kann's. Ja, gut, er könnte es theoretisch schon sein, er ist ja tot, aber. So wie er es gesagt hat, also geliebter Nachfahre und so, das passt nicht zu ihm. Kann es noch vielleicht einer der alten Recken von vor über 10.000 Jahren? Wer weiß, wir werden es sicher noch rausfinden. So, was sagt denn die Map hier? Hey, da hat er jetzt markiert. Ah, jetzt. Also muss einmal da rein, dann U1, U2, ist überall ein bisschen was, wa? Da wenn ich reinkomme, war vermutlich, dass der Boss war. Was kann ich hier Schönes machen? Das finde ich sogar sehr schön. Dann sucht er jetzt auch wieder. Nee. Irgendwas abgebrochen ist, wa? Irgendwas Brauchbares in der Nähe, um es dran zu schrauben? Ich meine. Ich wollte gerade sagen. Geht das vielleicht sogar gar nicht und ich muss von der anderen Seite herein. Nee, muss ich gar nicht. Und jetzt hier, was soll ich jetzt hier machen? Sinolink. Ein Windrädchen. Soll ich draufpusten oder was? Okay, praktisch, dass ich so wieder rauskomme. Ach so. Hey Link, damit kriegen wir eins der Schlösser auf. Lass uns schnell auch die anderen 4 finden. Da stimme ich dir zu. Ich frage mich aber, warum du nicht immer sprichst. Mein Kumpel. Alter. Das war unhöflich. Ein Opal. Du, du, du. Oh Mann, aber so in Luft aufgelöst. Ja, ein bisschen Kochobst, komm. Für das haben wir es ja. So, wir sind ja eigentlich schon im Ege, das heißt nochmal hochzugehen, weiter hochzugehen bringt nicht viel. Ich hätte noch einen da drüben, wenn ich aber sowieso hochkommen muss, kann ich eigentlich auch direkt mal runter, wa? Die Frage, habe ich hier irgendwo eine Tür, sowas in der Art?
Sehr schön. Hm. Hm. Okay. Ach, das ist eine andere Kammer, okay. War schon halt verwundert. Sonanium-Schild. Das sieht aber gut aus. So, nach oben bitte. Jetzt haben wir ein bisschen die Frage, gemäß Karte. Da muss ich hier lang, weil ich habe natürlich eine Art Loch, damit ich runterkomme. Okay. Ich muss also auf die andere Seite zuerst. Das können wir vielleicht den zum Schluss machen, aber nee. Das Spiel sagt schon, machen gefälligst jetzt. Ist da noch eine Kanone? Ist das zum Abballern oder was? Die Flammenlanze ist down. Sie ist so down. Ja, kann passieren, wa? Ab und zu gehen Waffen halt auch mal kaputt. Okay. Das nächste Schiff nehmen wir an, auch von unten, dass ich da hinkomme. Können Sie da. Also, beziehungsweise wieder zurück, okay. Nichts gesagt, alles cool. Dann gehen wir doch mal hier rein. Da haben wir natürlich keinen Flammenwerfer mehr. Beta Kriegerlanze, dankeschön. So, Isoholz. 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 Die Musik finde ich interessant hier. So, wo ist der Mechanismus, den ich betätigen muss? Der ist da drüben. Wie komme ich da rein? Das wird hoch. Vielleicht muss ich da reinklettern. Ich sehe sonst nichts, was darauf hindeutet, dass ich irgendwie anders rein kann.
Nee. Hä? Ich kann das Ding auch nicht so stoppen. Für etwas habe ich da extra Wind. Oh. Jo, hat er das auch erledigt? Okay, das ist dann also für... Habe ich jetzt getriggert oder was? Toll, jetzt werden die Ohren unten beschossen wegen mir. Ich muss da irgendwie reinkommen. Hier hinten ist nichts. Hey, ich sehe doch auf der Karte sonst keinen anderen Eingang oder Zugang nach unten. Ich sehe zwar hier etwas. Da lande ich da irgendwie im Nix, da kann es irgendwie auch nicht sein. Seitwärts hier, ernsthaft? Was hat er jetzt irgendwie für ein Gerücht? Was, eine Öffnung? Nein, nicht wirklich. Guck mal an, hier hat sie auch so eine Vorrichtung. Vielleicht muss er doch auch erstmal dahin, weil eben hier scheinen sie nicht drin zu gehen. Und das scheint wohl auf den Aufstieg von hier zu sein, deswegen kommen wir denn da hin. Okay, okay. Doofe Frage, wie kommen wir wieder rauf? Könnt ihr mir helfen hier? Oh. Das ist ein bisschen fies, Freunde. Wenn der ganz oben ist, dann könnte es vielleicht reichen. Nein, doch nicht. Scheiße. Planänderung. Und Abkürzung. Puh. Eine Hoch auf die Shika-Technologie. Oder in dem Fall aufs Pura-Pad. Meine Güte. Also. Nochmal von hier aus, Das ist auch so ein Scheißding. Ach ne, warte mal, das ist der falsche. Verzeihung wohl zum anderen. Ich war schon ein bisschen verwirrt. Ah, Kacke, das ist gar nicht offen. Ah, obwohl. Kriege ich den so auf? Ah, Gott sei Dank. Ich hätte sonst echt nicht gewusst, wie ich das sonst weitermachen soll. Ja, die Viecher höre ich, aber ganz ehrlich, die gehen mir gerade am Arsch vorbei. Das ist Kacke. Moment, da muss ich mich kurz umziehen. Weil ich hätte gerne ein bisschen... Ja, ich weiß, Link, du frierst, aber da muss kurz sein.
Puh. Gut, haben wir trotzdem nichts gebracht, also kann ich wieder zurückstellen. Obwohl ich hier dringend kein Kälteproblem habe, krass. So. Jetzt fliegt der wieder, deswegen kommen wir da nicht hin. So. Tulin? Der Typ ist gefragt. Da fiel eher dein Wind. Noch 3 Stück. Das schaffen wir, Link. Natürlich, was denkst du denn? Weil wir sind Link und Tulin, wir schaffen alles. Der hat zwar nicht aufgehört. Ui. Alpha-Krieger Breitschwert. 14er Stärke, nehme ich eigentlich gerne mit. Ein Zweihänder, der ist halt noch ohne, dass ich irgendwie was draufgepackt habe. Ich nehme mal den, leg mal den auf, komm. So, jetzt das Problem. Gemäß der Ding hier wissen wir zwar, U1, okay, da ist kein direkter Durchgang, okay. U2 geht gar nicht so tief, aber ich komme halt beim EG, sprich, hier ist zweites, aber da ist halt kein U1, also da geht es sowieso nicht hin. Hier runter wäre was für ein Zugang oder eben halt hier irgendwo. Aber hier, die Dinger sind ja alle zu hier, also kommen wir da gar nicht rein. Hier vielleicht nicht, ist ja auch kein Zeichen, dass ich da reinkomme. Hier eigentlich, aber da komme ich nicht auf die andere Seite. Und ich bin hier tatsächlich schon zu unten, also noch weiter unten geht gar nicht. Tricky. Und ich habe hier auch nur die Vorrichtungen, ne? Mehr haben wir gar nicht. Wenn durch die Kanonen nicht reinkommen und seitwärts geht's auch. Gut, die haben noch nicht alle angeguckt. Wir können ja mal, warte mal. Hier ist ja jetzt das Loch hier. Und hier ist einfach nur Wasser, aber sonst ist hier nichts. Wenn trotzdem noch irgendetwas wäre, aber wie zum Henker habe ich denn... Wie komme ich zum U1? Das ist gerade die richtige Preisfrage. Ich kann hier auf der Seite halt gucken, ob ich hier unten doch irgendwo einen Eingang habe, den ich zuerst gar nicht gesehen habe. Also hier ist schon mal keiner. Da ist hier so eine scheiß Kanone wieder mal. Aha. Das sieht schon leicht besser aus. Sehr schön. Das sind, warum auch immer normale Fledermäuse sind. Tulien abgeschossen oder was? Dann mal gucken. Wir müssen eh da entlang. Okay, das heißt, er nutzt die Zeitumkehr. So. Zack, bums. Ah, ein weiterer Ausgang, sehr schön. Aha. Was könnte ich hier nutzen? Da kriege ich wohl nicht raus, oder? Ne, ich muss den da irgendwie verbinden. Habe ich gerade irgendwo einen Stock rumliegen, den kann ich nicht sehen?
Ja gut, Eiszapfen, das wird wohl kaum funktionieren. Die Zeitumkehr wird auch nur dann was bringen, wenn es Sinn macht. By the way. Wenn er schon mal bewegt worden wäre, dann würde die Zeitumkehr Sinn machen, aber so. Da war so ein Verbindungsstück. Das heißt, der Grund ist, ob ich hier so wieder rauskomme. Wenn ich das Ding irgendwo finden kann. Übrigens, da vorne ist noch eine Truhe. Okay, aber Ding hier ist schon mal offen, da ist schon mal etwas. Guter Wind. Die Tasche ist voll, aber seien wir ehrlich, ich hab's schon. Ah ne, hier ist noch ein Schwächer. Okay, soll ich nochmal da rein und die anderen Stellen abgrasen? Weil vielleicht finde ich irgendwo das fehlende Teil hier. Kann natürlich auch irgendwas zusammenreimen oder spinnen, aber... hier gibt's glaube ich gar nichts, Da muss ich da rein, aber da... Ist irgendwie an der anderen Seite doch noch irgendwie reinkommen, wa? Egal, trotzdem mal gucken. Dulin? Lass mich nur machen. Oh. Im Single klappt's auch, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt gerade vor, wie bei Breath of the Wild, als würde der Titan Vamedo mich irgendwie abschießen wollen. Hä? Kommen wir da nicht rein? Tempel ist ein Teil ein bisschen verwirrend. Da komme ich überall rauf, ja. Hey, aber ich müsste da wie reinkommen. Vielleicht kann ich Tulins Kraft nutzen, aber... Ich mach das schon, Link. Da kann ich Gitterstäbe hoch. Sonst käme ich da gar nicht rein. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Das Ding könnte theoretisch auf der anderen Seite helfen, aber trotzdem. Hä? Total verwirrend das Ganze. Das mit der Truhe ist trotzdem verwirrend. Lass mich nur machen.
erledigt? 2 bleiben noch. Bald geschafft, Link. Das ist übrigens auch meine Hoffnung. Wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Trotzdem macht keine Ahnung, wie das Teil da funktionieren soll. Wie komme ich da an diese Truhe? Was geht, was ich machen kann, aber es wird nicht die Lösung des Problems sein. Zum Beispiel so einen Eiszapfen da rüber zu schicken. Wenn ich ihn erstmal anvisiert habe oder im Besitz habe quasi, dann kann ich das ziemlich weit drehen. Komme nicht mehr bis dahin. Das heißt, ich müsste es mir quasi aus den ganzen Dingern hier eine Verlängerung zusammenbauen. Oh, da ist ein bisschen geschmolzen, super. Ich meine, ob das die Lösung ist, ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer. Ja. Wie gesagt, kein Plan, ob man so machen soll, ob es eine andere Variante gibt. Aber sie funktioniert, da ist ja mal die Hauptsache. 1A4. So, nochmal die Karte angucken. Ja, das haben wir jetzt so gemacht hier. Ich muss auf die andere Seite kommen, es geht nicht anders. Von hier aus geht es, das sehen wir hier, das ist hier eine dicke Wand. Dieses Seil natürlich, das war irgendwie ein Trugschluss und die Wand kann ich einschlagen. Aber ich hätte sonst gesagt, dass ich eher nochmal versuche, hier durchzubrettern. Ach, hier, das könnte alles funktionieren. Und dann muss ich halt irgendwie noch ins U2 runter. Da kommen wir jetzt wirklich nur ganz unten vom Schiff rein. Das ist auch eine Variante. Hoffe ich jetzt aber nicht. Aber eher, dass es von hier aus geht. Das heißt, ich muss von hier oder hier aus. Ich glaube, hier ging es nicht. Also versuchen wir mal die andere Variante. Aber das können wir uns jetzt noch ganz kurz angucken, Freunde. Und dann aber... Ich schätze mal den Tempel beenden in der nächsten Folge. Denn dieser Tempel ist nicht allzu groß, muss man zugeben. Andererseits ist halt der Weg hierhin, der war schon gewaltig. Deswegen kann ich damit leben, wenn man sagt, ey, der Tempel war eigentlich eher kurz und knackig. Oh, der Feuerpfeiler. Tool, willst du da mal was machen? Wo ist überhaupt? Da bist du ja. Nicht Tool ihn abballern. Also von hier aus waren wir schon, haben wir gesehen, da geht nichts. Dabei geht hier ja was. Ja, hier geht einiges. Stirb! Stirb! Hat er getroffen, der Arsch. So, ein Bogen geht eh kaputt. So, und der nächste. Jo, sind wir wie gehofft, oder er hofft hier. Da ist die andere Seite, das ist soweit auch klar. Und kein Problem, hier geht es nach unten zum U2. Schön, schön. Ja, ich würde sagen, ich genehmige mir nochmal etwas Proviant, irgendetwas. Etwas Kleines vielleicht.
Biber Kochobst. Bei Kälte Eisangriff 5. 5 Minuten. Kälte aber zwar tatsächlich. Okay, der Schutz braucht eigentlich auch nicht hier oben. Mal schon die geilen Dinger an. Die geilen Klamotten meine ich gerade. So, was passiert eigentlich, wenn ich hier die Dinger aktiviere? Die Fallen. Öffnen sich dann der Boden oder was? Können Sie mal testen. Ja, diese Frage ist eigentlich so blöd. Aber verdammt schnell hat der geöffnet. Meine Fresse. Gut. Aber dann schaut es aber soweit. Das heißt, er geht nochmal ganz kurz an diese Stelle zurück. Damit Ratuli keine Sorgen um uns machen muss. Kurz gucken, dass ich soweit richtig unterwegs bin. Ja, die Richtung stimmt. Haben wir den schon wieder? Kein Bogen mehr oder was? Mit Stein auf uns schmeißen, soweit kommt's noch. Ne, okay, der respawnt nicht. Hab mich auch schwer gewundert. Jo, würde ich sagen, nächste Folge gehen wir also in die Richtung. Da ist eh ein bisschen was vereist quasi. Da werden wir aber irgendwie vermutlich hier noch wegkriegen. Und dann müssen wir von da aus vermutlich nach oben, ne? Sieht zumindest so aus. Deckensprungmäßig, sowas in der Art. Können wir das noch machen und dann U2 und sind wir hier durch. Zumindest in der Theorie, die Praxis, wie immer, sieht natürlich ganz anders aus. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, der Windtempel. Und ob wir dann auch schon auf den Boss treffen und das nochmal irgendwie skippen kann. Und vor allem, ob es dann irgendwie herausstellt, was eigentlich mit Tulin, naja, ist, ob er irgendwie, keine Ahnung. Naja, Champion wie in Breath of the Wild wird es hier wohl nicht geben. Ich habe eher das Gefühl, wenn es hier richtige Tempel gibt, dann heißt es hier vielleicht, ich meine, wir haben nicht umsonst hier so ein Ding bekommen. Gewisse Items, das schreit mir schon nach einer neuen Gruppierung von besonderen Wesen, die uns im Kampf gegen Ganondorf helfen werden. Ich hoffe zumindest. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.